Herzlich willkommen miteinander zu einer Runde FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Wie ihr seht, wir sind im Moment Zweite hinter IB. Mit zwar einem Punkt, weil wir ein Spiel verloren haben und IB ein Spiel unentschieden gespielt hat. Jetzt gehen wir gerade ins Büro. Schauen wir mal, was da drin ist. Das sind 1, 2 Talente noch in Bongonda, natürlich interessant. Alilovic, lass ich mal drin. Korea außen, Bruma. Da. Nehmen wir alles raus, muss Sonda. Palma und Young tun wir jetzt auch mal, obwohl der wahrscheinlich nicht kommen wird. Dann können wir alle rausnehmen. So. Und aus England. Rolando Aarons wäre natürlich interessant, aber die sind alle zu teuer wahrscheinlich. Bis auf Abubakar lassen wir jetzt mal. Aber jetzt hoffen wir heute, dass wir heute mal ein wie kommen, sicher bis zum letzten Transfertag, und zwar tun wir es gegen St. Gallen simulieren und gegen GC spielen. Und dann schauen wir, was da rauskommt. So, jetzt warten wir mal. Dann bekommen wir noch eine Nachricht. Beides aus Deutschland. Lorenzen wäre interessant, wer schnell ist. Von das gegen Wendell natürlich brutales Talent. Coman ist ausgelehnt. Werner wäre auch interessant. Und Donnarumma hoffentlich Almin. Noch da ist dann neu interessant. So, und dann kommen wir gerade ins erste Spiel. Oxford Line Ding, Safari auch. Rheingold auf. Aber ich mache so Delgado nicht mehr raus, dafür nehme ich den Fernandes mal ein. Lade einmal auf. Nein, so. Genau. Lassen wir es mal so spielen und jetzt können wir simulieren wir mal das Spiel. In der Hoffnung, dass wir gewinnen. Auswärts natürlich ein bisschen schwächer, aber St. Gallen nicht so im Fall. Wir spielen in einem 4-1-4-1 und haben die letzten 3 Spiele zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt, und das liegt Young Boys. Also sicher nicht eine schlechte Mannschaft. Mal schauen. Spielen mit Gaudino natürlich, ausgelehnt von Bayern München, und wir gehen mit 1-4 durch Boetius. Passiert aber nicht sonst. Der Xhaka hat noch Gal bekommen. 8 Minuten sind schon in der zweiten Halbzeit. Der Delgado kommt für Zuffi. Janko für Embolo. Steffen macht das 2-0. Xhaka sieht gelb-rot. Das müsste eigentlich keine Folge haben. Denn wir gönnen mit 2-0 klar. Die rote Karte ist nicht gut für den Xhaka. Aber den kann man ersetzen. Aber da wird das etwas Stück fälliger gegen GC. Gehen wir ins Training. Alle steigen ein bisschen. Kümmert steigt auf 55. Was mich sehr zusetzt. So, Nachrichten schon. Das Spiel gesperrt, das wissen wir. Da warten wir eben noch im Angebot. England, okay. Schauen wir nachher an. 5 Nachrichten, okay. Young, warte, können wir alles nachher schauen. Und dann haben wir ein Angebot für Berang Safari. Der wäre natürlich nicht abgeneigt zu verkaufen, weil er sowieso geht, aber nur für 4 Millionen. Die englischen Mannschaften haben Geld und er ist gut in Form und ist recht glücklich bei uns. Deswegen warte ich noch. Letzten Tag noch, bevor wir ans Spiel gehen. 4 letzte Nachrichten, dann schauen wir nachher. Tschechien, Österreich, Schweiz. Gehen die Spieler weg am 3. September, das ist gut. Safari nicht so viel wert. Okay, super. Gut. Sehen wir uns wieder nachher im Spiel. GC gegen Basel. Kann Basel wieder aussteigen auf den ersten Platz? Und mit welcher Aufstellung können wir gegen GC? Das sehen wir alles nachher. Herzlich willkommen zum Heimspiel vom FC Basel gegen Grasshoppers. Und zwar im ausverkauften St. Jakob Park, der da gut Stimmung macht.
sehen, der zweite spielt gegen den 9. Grasshopper Club Zürich erst mit einem Sieg bis jetzt. Und wegen dem einen Sieg auch nicht letzter hier im Bild, der Kim Kellström, Kapitän vom Grasshopper Clubs Basel bis jetzt mit Sion und Bern zusammen die treffsicherste Mannschaft von der Liga. Und das hat auch einen Grund. Und zwar, wenn man den Breel Embolo in der Mannschaft hat. Und da sehen wir die Aufstellung vom FCB ein bisschen gewechselt. Und zwar, wir spielen in einem 4-2-2-2 und zwar mit Franz Zuffi im zentralen defensiven Mittelfeld, vorne Gold Fernandes und Stürmer Embolo und der Cedric Iter, der eine Chance bekommt gegen den zweitletzten von der Liga. Etwas Neues, was der Alessio Italiano ausprobieren will und der Grasshopper Club Zürich mit der gewonnenen 4-4-1-1 Aufstellung mit vor dem Dabur, wo unterstützt wird vom Daraschai. Neue Aufstellung vom FC Basel, der Adama Traoré wurde für die gesperrte Xhaka in die Startelf rückt. Und wir gehen die Partie ein. Basel jetzt mit Anstoß. Und sofort mit dem ersten Führen vom Ryan Gold. Der flankt sofort in die Mitte. Embolo! Mal! Kann der Ball jetzt erstmal abwehren. Und dann der Ball vom Safari kommt nicht in die Richtung hier. Basel druckt im Moment aber auch gut. Jetzt für die ersten 3 Minuten. Wird in der eigenen Hälfte schon attackiert, kann sich jetzt aber befreien und vielleicht jetzt mit einem schnellen Konter. Kim Kellström sucht eine Anspielstation, findet einen, und zwar der Basic, der spielt auf die Seite zum Lütti, setzt sich durch, Flanke an der Watschlik, natürlich, da, Gold, setzt sich durch. Und er läuft schön durch. Cedric Itten wird angespielt. Er zieht in die Mitte. Zieht der Embolo, aber der Ball wird vom Sendoros gestoppt und es gibt Eckball. Eckball. Aber ist nicht wie. Milanov kann jetzt den Ball befreien. Vielleicht eine Kontermöglichkeit für die Zürcher. Dabur gegen Safari. Setzt sich durch. Verteidigung vom FCB dreht durch und Caio mit der ersten Chance für GC. Basel muss sich natürlich auch erstmal an das neue System, an die neue Aufstellung auch anpassen. Traoré mit dem Versuch, Ryan Gold anzuspielen. Caio. Ball aussen flankt jetzt sucht Dabur, findet ihn auch, aber das ist kein Problem für den Watschlik. Die Stunde vorbei, im Moment geht es klar mit der besseren Chance. Aber Basel macht Druck. Jetzt bei Fernandes. Versucht einen Trick gegen Leute, finden aber nicht. Und geht sie wieder jetzt im Anspiel. Basel versucht früh zu stören. Jetzt die Möglichkeit für Lütti. Ist durch. Gegen Safari. Traoré. Suchi rettet aber noch. Und sofort der Versuch von der Basler für zu spielen. Traoré. Der Bauer spielt den Ball jetzt erstmal raus. Sicherheitshalber. Gold. Seitenwechsel vom Suche zu Safari. Fernandes sucht den Embolo. Gegen 3 Zürcher Spieler wird es aber schwierig. Franz noch mit einem schönen Ballgewinn, wo wir schon in der ersten Partie gegen FCZ gesehen haben. Doppelpass an der anderen Rewing, Ryan Gold. Der setzt sich durch. Ryan Gold zieht rein, schießt und mal muss sich strecken. Der ist schon richtig hin.
Chance vom FC durch den ausgelehnten Ryan Gold. Zufi zu dem Eckball. Der Ball geht hier und Zuchi mit dem gefährlichen Kopfball. Halbstunde vorbei, jetzt ein bisschen wieder ausgeglichen das Spiel. Chance auf beiden Seiten, aber jetzt Embolo versucht sich durchzusetzen, gewinnt den Ball zurück gegen Basic, schießt und trifft Pfosten! Trifft Pfostenschuss von Breel Embolo. Aber sofort wieder der FCB, wo jetzt versucht Druck zu machen. Ryan Gold wieder auf der Seite, Zuffi mit dem Nachschuss und Basel führt mit 1:0. Ryan Gold mit dem schönen Pass. Schöne, ungewollte Vorlage nach dem Schuss. Mal prallt der Ball leider falsch ab. Und Zuffi steht dort, wo ein Stürmer stehen müsste. Ist aber leider eigentlich ein zentral defensiver Mittelfeldspieler. 1:0 gerecht. Meiner Meinung nach Basel druckt, macht mehr für das Spiel. GC hat Chancen, nützt sie aber nicht. Deshalb verdient die 1:0 Chance vom FCB. Oxford gönnt jetzt den Ball, setzt ihn über zu Franson. Der hat jetzt alle Möglichkeiten, setzt ihn nur zu Embolo. Embolo verliert den Ball aber gegen den Lütti. GC jetzt vielleicht mal einen Angriff versuchen, noch vor der Halbzeit. Aber Zuffi gewinnt den Ball. Basel jetzt vielleicht wieder mit einer Chance und den Ball über zu Cedric Itten. Kommt er noch Ball? Nein, leider nicht mehr. Aber man sieht schön, wie Basel versucht zu drücken. Aber dadurch, dass sie schon in der gegnerischen Hälfte anfängt, kommt es halt recht schnell zu Kontermöglichkeiten für GC. Wir jetzt auch ein paar Chancen gesehen haben, jetzt vielleicht Milanov, aber der Ball hinter der Linie. Fernandes über zu Franz und der hat Platz, fast zu viel Platz, kann sich da durchsetzen, legt den Ball über zum Cedric Itten, der Ball an die Latte, zweimal Aluminium schon für Basler. Erster Pfostenschuss von Breel Embolo und jetzt der Lattenschuss vom Cedric Itten, jetzt ein ungestüme Foul vom Ryan Gold. Nur noch 2 Minuten bis zur Halbzeit und Basel hat das Spiel bis jetzt im Griff. GC vielleicht jetzt wieder Chance, aber der Milanov kommt nicht mehr am Ball. Die Frage ist jetzt, lässt Basel jetzt noch Zeit ablaufen oder versuchen sie noch eine Chance? Und sie versuchen es noch eine Chance mit Ryan Gold auf der Seite. Vernascht da der GC-Verteidiger, zieht in die Mitte und wieder mal, wo der Ball noch knapp haben kann. Aber mal ist kein Basel bereit gestanden zum Einschieben und es ist eine Halbzeit. Basel führt verdient. 1:0. GC hat Glück, dass sie noch nicht so weit hinten sind. Es gibt keinen Wechsel für GC und für uns Basel natürlich auch nicht. Und ich gewinne den Ball. Sieht der Embolo auf der Seite. Wird jetzt auch angespielt. Embolo wartet, bis der Safari mitläuft. Das macht er super. Embolo wird mitgeschickt, aber GC-Verteidiger steht bereit. Einwurf für den FCB. Und Fernandes verliert den Ball. Jetzt vielleicht der schnelle Vorschuss zu den Zürcher. Aber Oxford macht das super. Traoré vielleicht jetzt mit dem Versuch den Ball führen zu tun. Macht das super. Embolo setzt sich durch gegen Partey, aber verliert dann noch den Ball. Nicht gelangt bis zum 16 und Franz und gewinnt wieder den Ball.
Der Franzon ist richtig in Form in den letzten Spielen. Mit viel Ballgewinn. Jetzt aber ein Ping-Pong da. Geht sie wieder in Ballbesitz. Fernandes kommt hinten aushelfen und gewinnt den Ball zurück. Reingold mit dem Kopfball. Und sofort mit dem Doppelpass mit Adama Traoré. Jetzt kann man seine Schnelligkeit ausnutzen, aber das macht GC Stimme super. Kim Kelsen vielleicht jetzt mit einem Versuch. GC für Tschüss, aber da sind sie einfach zu langsam und finden keine Lücke durch die Basler Wand. Vielleicht jetzt mal mit Gaio. Der Ball aber wieder zurück. Aber jetzt vielleicht der Durchstoß. Gaio. Aber der führt den Ball gegen Adama Traoré. Franzon mit dem Ball über zu Fernandes. Spielt wieder zu Ember und jetzt versucht nach innen zu ziehen. Franzon! Und der Ball ein paar Meter über das Goal. Und Gold mit dem Ball nicht gewinnen. Bauer kann den Ball noch kurz wieder nach dem Verlust wieder zurückholen. Gaio jetzt vielleicht mit der Flanke, aber Oxford macht das heute super. Embolo. Hätte Itten gesucht, findet ihn aber leider nicht. Bauer dafür jetzt in den Ball. GC versucht zu finden, aber man kann durch jetzt vielleicht Kim Kelter. Aber Adama Traoré fault ihn und es gibt Freistoß für Zürcher. Kim Kelter mit dem Freistoß, aber das ist kein Problem für die Basler Abwehr. So, jetzt haben wir nochmal das System gewechselt. Wir spielen jetzt in einem 4 kurz Schuss Embolo und er macht es 2:0. Wir haben umgestellt und zwar, dass wir jetzt einen Sechser haben, das ist der Zuffi, 2 Außenspieler Fernandes und Gold als zentraler offensiver Mittelfeld, der Franzon und die beiden Stürmer Ite und Embolo und Embolo macht jetzt das 2:0. Noch keine Wechsel für den FCB im Moment. Basel wird jetzt doppelt wechseln. Aber er ist jetzt mal der Angriff für die Zürcher. Und das 2:0 ist wichtig für Basel, weil sie jetzt ein bisschen sicherer spielen können. Und jetzt kommt es zu den Wechseln. Und zwar Jean-Paul Boetius und Renato Steffen kommen die für die zwei starken Edmondson Fernandes und Alexander Franzon. Mal schauen, ob die zwei nochmal Schwung ins Basler Offensivspiel bekommen. Verteidigung im Moment nicht so beschäftigt. Steffen setzt sich gerade mal durch. Setzt den Ball wieder zu Cedric Itten. Cedric Itten, aber der Mal fällt der Ball auf. Aber das ist auch kein guter Schuss von Cedric Itten. Sofort er wieder den Ball. Legt ihn Uhr zum Renato Steffen. Warte kurz, man zieht ihr. Und schießt. Und Brahimi kann den Ball noch vor der Linie retten. Mal jetzt mit einem Ausflug. Wird aber leider nicht bestraft. Brahimi mit dem Ball führen. Und sofort auch mit dem Ballverlust. Der Zürcher zu viel quer übergelegt zum Steffen, der richtig frei jemand ist. Reingold verliert den Ball und sofort der Zürcher und versucht anzugreifen. Milanov, Brate, über zum Tapur. Die Flanke, wo sich zu einem Schuss entwickelt, aber Watschlik muss sich darum nicht sorgen. Oh, jetzt aber die kurze Pass von Watschlik, was gefährlich hätte können werden. Traoré. Oh, Traoré mit dem starken Dribbling. Jetzt Renato Steffen. Ein Haken durch. Cedric Itten. Nochmal mit dem Ball abgefälscht. Mal
aber wieder mit guten Reflexen. Oh, jetzt aber vielleicht 1 gegen 1, jetzt Zink gegen den Verteidiger, aber sofort den Ballverlust. Jetzt Boetius, auch einer von den 2 Neuen, die reingekommen sind. Setzt den Ball durch. Steffen, Ryan Gold. Aber auch wieder mal, also mal mit einer heute guten Partie bei beiden Goal leider nicht schuld. Und sofort jetzt Steffen. Vielleicht will er das machen. Mit der Flanke Embolo aber mal. Ist dafür da. Oh, das hätte nochmal knapp können werden, aber das war Offside. Starks Basel gewinnt also, sobald der Schlusspfiff kommt mit 2:0. Da sehen wir nochmal das drittes Goal. Boetius. Jetzt mit dem Ball vorgespielt zu Zuffi. Zuffi. Leiten wieder zu Gold. Gold! Renato Steffen. Setzt sich durch. Flanke in die Mitte. Ah, das Aussennetz. Jetzt wahrscheinlich die Partie abgepfiffen vom schweizerischen Schiedsrichter. Ja, jetzt ist so wie Basel gewinnt also gegen den zweitletzten von der Liga Grasshopper Club Zürich mit 2:0. Ganz klar, die Zürcher haben noch keinen einzigen Schuss aufs Goal bekommen, dafür haben sie ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Ich bin stolz auf meine Jungs, haben es gut gemacht. Vor allem Ryan Gold wieder fantastisch, dass ich kann wirklich viel machen. Und wenn es euch gefallen hat, wie ich jetzt kommentiert habe in dieser Folge, schreibt es in die Kommentare. Wir machen jetzt auch noch fertig, keine Angst. Die Folge ist noch nicht fertig. Wir machen jetzt Transferliste, Transferzeit noch fertig. Iten steigt nach dem Spiel auf 57, was auch sehr gut ist. Ich lade Pico und Kümart mal in einem unwichtigen Spiel, zum Beispiel gegen St. Gallen, gegen den letzten, nochmal spielen. Sperre vom Xhaka ist abgelaufen. Jetzt schauen wir mal, ob noch etwas passieren könnte. Oh, jetzt habe ich leider schon gedruckt. Aber jetzt werden wir nochmal Angebot abgeben. Wir schauen jetzt noch, wir haben jetzt 2 Millionen bekommen, für Zugang gezahlt und 600'000 bekommen. Jetzt gehen wir gerade schon schauen. Und zwar der Saidi, der Donnarumma für Laie. Weil gerade 2 Jahre und dann für 6 Millionen, also 7 Millionen. So. Weil der Türkauf für Ausländer jetzt wurde ist und ich mir meine Donnarumma sehr gut vorstellen. Seit Janko haben wir natürlich auch und den beachten wir auch, dann machen wir gerade 3 Millionen Angebot. So. Wäre natürlich auch super, wenn der will kommen. Schon schauen, Rugani, Säule. Schnell, wenn man fragen kann. Gut, das lassen wir glaube mal so. Warten, hoffentlich tun sie auch gerade antworten. Jetzt haben wir 2 Nachrichten. Chelsea glänzt ab. Er ist nicht verfügbar. Ich glaube aber, mit einem besseren Angebot könnte kommen. Ich biete mal 6 Millionen. Sie lehnen ab. Okay, dann biete ich halt mal 6 Millionen. So was 2 Millionen über dem Marktwert ist und er ist noch Rotationsspieler. Und ich weiß nicht, ich habe vorher noch gelesen, dass Loris gewechselt wäre. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Schalte den Fall so nicht. Beide lehnen es ab. Weil beide noch nicht verfügbar sind. Ich frage jetzt trotzdem nochmal an. Janko alt für 10 Millionen. Oder mal einfach mal zur Leihe. Für 10 Millionen nachher. Das ist nicht möglich. Das heißt, machen wir 4 Millionen. Okay. 3 Millionen.
Ja, 3 Millionen ist möglich. Und für Donnarumma halt nochmal ein Angebot für 7 Millionen. Also 7,7. Weil sonst bin ich im Moment nicht der Meinung, dass wir noch jemanden holen müssten. Celtic lehnt ab. Und Donnarumma auch abgelehnt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die zwei erst im Winter können verpflichten. Jetzt schauen wir aber nochmal im Teambericht. Wo könnten wir eventuell noch Hilfe brauchen? Goalies, Mikko Salvi und Tükauf sind ausgelehnt. Velati wäre da, wenn wir ihn brauchen. Sonst holen wir einen Wald. Sonst da ist dann der Lang und der Philipp Deiger als Innenverteidiger. Das ist gut. Innenverteidiger haben wir genügend. Elfas sowieso. Dann zentral auf Defensiv Kuzmanic wird verkauft, sobald er kommt. Das ist gut. Charles, eben die Jungen lasse ich ein bisschen mehr spielen. Jetzt schauen wir mal vielleicht auf der Wunschliste, ob wir vielleicht etwas haben, wo interessant meiner Meinung nach wäre. Sicher noch ein Goal, da können wir vielleicht den Laffa mal fragen. Für 3 Millionen. Der Dragovic oder Rogani will ich mal vielleicht nicht für aber für den 70.000 hätte. Für. Da können wir mit Minus, das wäre nicht möglich, aber Dragovic vielleicht. Ist ja teuer. Romagnoli. Für Laien, weil er erst gekommen ist. Auch nicht möglich, weil es hohe Gebühr hat. Sar, ich versuche es mal mit dem Sar. 2 Jahre und dann 2 Millionen ablösen. Mal abgeben, haben wir sicher noch mal einen Verteidiger. Jetzt schauen wir schon mal vor. Einen jungen Hand, Buffal. Würde ich jetzt auch mal noch mal 2 Millionen. Weil dann hätten wir am Embolo eben nochmal jemanden, der stark wäre für den Sturm. Verbessern mal. Ja! Charles Pickel, Angebot, der wird ausgelehnt nach FC Wolves, also ich glaube die dritte englische Liga wird er hoffentlich spielen. Iheanacho abgelehnt, wie viel habe ich da jetzt geboten? 2 Millionen, das ist nicht zu wenig, machen wir halt 3 Millionen. Das ist eigentlich nicht so viel wert, so viel ich weiß. Außer ja nach dem Update ist es teurer geworden. Okay, sie prüfen im Moment das Angebot und sie wollen den Lafon nicht abgeben. Ich wäre aber schon geneigt dazu, Ngoli nochmal zu holen. Und der serbische, wo der FC Basel jetzt geholt hat, ist im Moment nicht gerade zur Verfügung noch. Da bietet es auch mal 10 Millionen. Nachdem er zurückkommt. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt noch einen Transfer machen, weil 4 Stunden sind schon noch knapp. Wir schauen sie wollen ihn nicht auslehnen. Dann machen wir mal 10 Millionen Angebot ab. Und Marian Saar kommt zu uns. Das heißt, wir haben 2 top junge Verteidiger neben Kümmert und Makanji. Das ist sehr gut. Und Iheanacho will ums Verrecken nicht kommen. Nein. Jetzt habe ich einen italienischen Stürmer noch holen. Jetzt muss ich noch schauen. Ich hätte aber Lust auf einen. Ich wüsste, wer interessant wäre.
der als Stürmer spielt. Also vom FC Turin. Der eben auch noch recht stark ist. Und zwar der Andrea Bellotti. Aber der ist erst kürzlich gekommen. Und der Immobile ist verliehen. Lassen wir es aber laufen. Ich denke nicht, dass noch etwas passiert. Aber das können wir nicht holen. Shagliolia akzeptiert. Jetzt müssen wir ein Hammerangebot abgeben. Ein Hammerangebot, weil sonst kommt er jetzt, der muss sofort zusagen. Und zwar sofort. Ich mache noch wichtiges Stammspieler hier. Oh, das kann noch klappen, das kann noch klappen. Und sie haben auch noch das Angebot von Getafe bekommen. Es könnte klappen. Er muss einfach in den nächsten 2 Stunden annehmen. Jetzt schauen wir mal hier. Wir haben eine Nachricht. Ich hoffe es von ihm. Dragowski aktiviert. Das heisst, wir haben einen Goalie. Oh. Wir haben also einen zweiten Goalie neben dem Watschlik. Wir haben den Dragowski noch geholt, der eigentlich gar nicht auf dem Schirm war. Aber ich hole nur, weil ich halt noch einen Backup möchte für den Watschlik. Und wir beenden also die Transferzeit mit 9 Millionen für Ausgabe und 600.000 als Erlös vom Gala. Die anderen 3 sind ausgelehnt worden. Das heisst, wir sind an der Ende von dieser Folge von heute. Wir schauen jetzt nochmal einen Monatsbericht noch kurz an. Mit dem Nicolas Salvi, 16 Jahre alt, ein zentral Mittelfeldspieler mit Potenzial 70, 90 und das mit 16, das ist schon mal stark. Da lassen wir drin. Türkei abgerast, okay, dann gehen wir halt auf Italien. Also normalerweise, wenn ich jetzt Realitätsnah sollte ich spielen, würde ich Ägypten auswählen, weil man ja im Moment recht viele Spieler aus Ägypten halt. Und wir schauen mal in dieser Liste an mir Untersee uninteressant und François Chirinzi auch nicht zu haben. So, und das heisst, wir haben 5 Spiele von der Runde schon vorbei. Wir schauen auf die Tabelle und wir führen mit 1 Punkt Vorsprung auf Berner und mit 2 Punkten Vorsprung auf Vaduz. Überraschend, so weit vorne ist. So beenden wir unsere Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!